Hast du auch schon so ein Erlebnis gemacht, wo du im Nachhinein gedacht hast, die Person, die war jetzt, glaube ich, ein Engel gewesen. Ich kenne das und ich meine damit nicht den Sherdan Shaqiri, der gestern Abend im Alleingang in der Spätform von seiner Saison den FC Winterthur auseinandergenommen hat. Auch wenn das für die Basler wahrscheinlich so war. Nein, aber mir kommt vor allem so eine Person in den Sinn. Und zwar war das eine Frau, die uns als Familie begleitet hat, immer wieder bei uns auftaucht ist. Es war eine Frau, wo ich ein Kind war, ich wusste, sie betet für uns. Und sie hat für viele Menschen gebetet. Und sie war unterwegs immer wieder und hat bei ihren Bekannten, im Bekanntenkreis, Bibelverskärtchen abgegeben mit so persönlichen Ermutigungen drauf. Und so ist sie umgezogen und bei uns am Tisch haben wir sie oft mit einem Engel verglichen. Weil meistens, wenn dann so ein Kärtchen vor der Tür gelegen ist oder im Briefkasten oder manchmal hat es geläutet und sie ist mit einem herzlichen Ausdruck da gestanden und hat einem die Hand geschüttelt und hat einem das übergeben und einfach ein gutes Wort gehabt. Meistens war sie so ein Moment, wo das gerade besonders nötig war. Wo es gerade besonders gut getan hat. Und dann haben wir mir gesagt, Elisabeth, das war ein bisschen wie ein Engel. Überleg mal, ob du auch schon so Situationen gehabt hast. Mir kommt noch mehr in den Sinn, auch manchmal jetzt von Leuten, die einfach so einmal auftauchen. Was mir auffällt, ist, dass bei diesen Situationen meistens etwas gleich ist. Es ist jetzt nicht in den High-Fly-Moment vom Leben, wo das passiert, sondern es ist eher dann, wie so nach einer 6-1-Niederlage. Oder vielleicht noch ein bisschen tragischere Sachen, weil das ist jetzt auch nicht so tragisch. Wo das passiert. Und das Schöne ist irgendwie, dass ja das Engel, die Bedeutung, das ist so ein stehender Begriff für uns, aber eigentlich bedeutet es nichts anderes als Botschafter. Engel sind Gesandte. Engel sind unterwegs nicht im eigenen Auftrag, sondern im Auftrag von jemandem. Und was man sagen kann, ist, sie sind unterwegs im Auftrag von der Liebe. Das ist eine Überleitung zu unserer aktuellen Serie, wo wir mit drin stehen. Wir machen uns nämlich Gedanken über das Gesendetsein, also eigentlich auch ein bisschen Engel sein für die Welt. Abenteuersendung heisst die Serie und untertitelt ist sie mit «Unterwegs im Auftrag von der Liebe». Und wir haben letzte Woche uns viel Gedanken gemacht über die Liebe. Das ist ein Hinweis, um dort auch noch gemeinsam mit dem Matt Gremlich im Podcast einzutauchen. Unter dem Titel «Oh mein Gott, die ganze Welt». Es ist ein grosser, überfordernder Auftrag, haben wir entdeckt, dass Mission in erster Linie nicht einfach unser Auftrag ist, sondern Gottes Herzschlag. Gott ist Mission. Er liebt die Welt. Seine Liebe umfasst die ganze Welt. Und darum möchte er sie erreichen mit dieser Liebe. Er als erstes selber. Er ist nicht ein Gott, der einfach uns Mission aufträgt, sondern der sie verkörpert. Er betreibt sie, um uns dann zu gewinnen, mit ihm einzustimmen. Und seine Liebe ist so groß, dass er sogar den Weg selber auf sich nimmt. Man könnte sagen, zum Botschafter wird, zum Engel. Nicht, um dann an einem besseren Ort zu sein auf dieser Erde, sondern nein, er ist selber in die Niederungen vom Alltag, sage ich so schön, in die Niederungen von unserer irdischen Realität abgestiegen. Eben ähnlich wie diesen Menschen, die uns genau dann an Zeiten kommen, wo es vielleicht nicht nur alles so super gut ist. Im Johannes-Evangelium beschreibt das im 1. Kapitel der Johannes ganz schön. Dort heißt es im Vers 14, er, der das Wort ist, und das ist ein Bezug wieder am Anfang, also auf das erste Buch der Bibel, Genesis, wo es heißt, Gott hat geschaffen mit seinem Wort. Und der Johannes sagt, er, der das Wort ist, und meint damit Jesus. Also er gibt ihm den Göttlichkeitsaspekt, das ist Gott. Jesus ist Gott, wurde aber ein Mensch von Fleisch und Blut. Also er ist verliebhaftig geworden und lebte unter uns. Der Gott, die Mission treibt ihn so dass er selber sagt, ich nehme den Weg auf mich. Und um das dreht sich der heutige Sonntag. Und ein Dozent von mir hat das so wunderschön gesagt. Er hat gesagt, weil Gott mit uns Menschen kommunizieren will, wird der Mensch zu unserer Sprache reden. Er wird wie wir und er taucht ein in unsere Welt. Gott selber nimmt an unseren Lebensbedingungen teil.
Das ist eine geniale Nachricht. Und wenn du sagst, wow, jetzt eine Stresserie, oh, Sendung, dann will ich dir zuerst sagen, schau, du bist Zielpunkt von dieser Sendung von Gott als allererstes. Es ist ein Gott, der auf uns zukommt, ein Gott, der uns liebt. Der Gott sendet nicht einfach uns, um seine eigenen Finger nicht dreckig zu machen. Er sitzt nicht im Elfenbeinturm und hat keine Ahnung, wie das Leben auf der Erde wirklich aussieht. Der lebendige Gott geht den Weg als erstes. Und er hat das gemacht, indem er zu uns gekommen ist. Und er lädt uns ein, und das auch wieder in den Worten von meinem Dozent, dem Weg des heruntergekommenen Gottes zu folgen. Das ist ein bisschen provokant, gell? Dem Weg des heruntergekommenen Gottes zu folgen. Es ist ein Wortspiel drin. Der Gott ist sich nicht schade gewesen, zum herunterzukommen auf unser Niveau. Oder wenn wir es heute sagen, an diesem Sonntag, step down like Jesus. Und da muss ich einen kurzen Exkurs machen. Zurück zum Fußball. Es gibt so Redewendungen, die inspirieren mich immer wieder beim Predigt vorbereitet. Zum Beispiel bei dem Titel Step Down Like Jesus. Der hat natürlich eine Inspiration und der findet sich im Fußball. Es gibt so Situationen und es gibt so Figuren in der Weltgeschichte, die prägen etwas, das dann zu einer Redewendung wird. Und eine von diesen legendären Figuren von meiner Jugendzeit ist ein englischer Fußballer namens David Beckham. Und er ist bekannt vor allem für etwas, dass er die Freistöße drehen kann. Ich habe ein Bild mitgebracht. Er kann sie drehen wie kein anderer. Und in England gibt es darum die feste Redewendung «Bend it like Beckham». Bügen wie der Beckham. Und ihr seht das Bild, das verkörpert so vieles von dem. Schaut mal die Angst im Gesicht der Gegner an. Schon als er 3 Schritte hinterher genommen hat zum Anlaufen, sind die erstarrt und gewusst, jetzt kommt er. Und wie dreht er ihn? Und dann die Fußtechnik, wenn er dort hat, Adidas Predator Schuhe übrigens, auch ein legendärer. Und wenn er dem hat können den Drall geben. Bend it like Beckham. Es ist ein stehender Begriff geworden, der dann zu einem Filmtitel geführt hat. Auf Deutsch haben sie ihn dann, wie so oft, übersetzt auf Englisch. Kick it like Beckham, weil die Schweizer Bend it nicht verstehen. Kick it like Beckham. Der Beckham ist legendär für das. Er hat die Bälle können schlagen und er ist zum Vorbild geworden für viele Jugendliche wie mich. Gesagt haben, ich will nur etwas können. Ich möchte ihn können bügen wie der Beckham, drehen wie der Beckham. Das ist ein kleiner Exkurs in die Welt vom Fußball. Aber heute, und da ist auch eine Motivation drin, wir drehen uns um eine viel geschichtsträchtige Figur, nämlich um den menschgewordenen Gott, Jesus. Und wir möchten uns auch immer das Vorbild nehmen. Weil das ist der beste Weg zum Einschlagen, wenn man eine Mission betreiben möchte. Und darum sagen wir nicht «Bend it like Beckham», das ist nicht mein Ziel, dass wir alle gut werden in dem. «Step down like Jesus». Dem heruntergekommenen Gott folgen. In Gottes Mission einschlagen heisst in allererster Linie, uns von seinem Vorbild inspirieren zu lassen. In unserem Abenteuer von der Sendung auf ihn auszurichten. Und Paulus schreibt also Kirche, Gemeinde der Gläubigen in Philippi, in einem ganz berühmten Text, nämlich im sogenannten Christus-Hymnus, wo er sie einlädt, sich an Christus auszurichten. Und dort heisst es ab Vers 5, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und dort hört dann eigentlich Prosasprache, also normale Sprache auf und es kommt poetische Sprache, es kommt das Gedicht. Und der heisst, was dann kommt, ist der Christus-Hymnus. Und dann schwärmt der Paulus darüber, wie Gott selber sich nicht schade war, seine Macht nicht ausnutzen wollte, sondern herabgekommen ist, abgestiegen in die menschliche Realität. Es heisst dann dort, er kam auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, Mensch wie andere Menschen. Aber nicht nur das, sondern noch viel weiter abgestiegen ist er, nämlich auf die Stufe der Verbrecher zum Tod am Kreuz. Und all dem sollen wir folgen. All dem sollen wir nachstreben. Das ist die Haltung, die unseren Umgang bestimmen soll. Und dann heisst es nachher, und durch das ist er erhöht worden von Gott zu der Ehre, von allen Ehren. Nämlich, dass er auf der Stufe von Gott auch wieder sein. Jesus hat deutlich gemacht, dass er gekommen ist, um für die Menschen da zu sein. So berichtet der Hymnus, aber auch die Lebensgeschichte von Jesus. Die Evangelien sind voll von dem. Er ist gekommen als ein Diener. Er ist den Menschen begegnet. Und dienen, das muss man auch sagen, heute kannst du ja das lernen. Hotelfachschule, das ist sogar auch ein Geschäftsmodell. Es ist immer noch hart. Und Leute, die im Service arbeiten und Leute bedienen, das sind strenge Jobs. Aber heute kannst du ja bilden auf dem. Und es ist ein ganzes Business daraus geworden. Und damals war es dann schon eher noch so ein bisschen auch eine Kategorisierung gewesen.
Dienen war ein niederer Rang. Definitiv nichts, mit dem man sich schmücken konnte. Aber es ist aufgefallen, dass da jemand kommt mit dem Anspruch, Gott zu sein und so andersartig ist. Jesus ist gekommen, zum Dienen. Jeder Gesendete, jeder Bote hat eine Botschaft, sonst wäre er kein Bote, oder? Und wir sagen das ja auch heute gern, dass Taten oder Äußerlichkeiten mehr reden als Wort. Und das ist auch in unserer Welt so. Man sieht sofort, was jemand einem will verkaufen. Wenn ich mit einem Banker Kontakt habe, dann hat er nicht so ein Hemd an wie ich heute, sondern dann ist er geschniggelt und gestrählt und sein ganzes Auftreten sagt etwas. Oder wenn ich auf dem Markt bin, dann ist es gut, wenn der Bauer, wo ich das Gemüse kaufe, noch ein bisschen den Dreck vom Feld dran hat. Wenn du das Gefühl hast, ja, der kommt jetzt gerade direkt von der Ernte, gell, am Morgen um 6 Uhr. Natürlich. Jeder Gesendete hat eine Botschaft und Jesus hat sich geschmückt mit dem Label vom Diener und er hat das nicht nur gesagt, sondern er hat es auch da in seinen Handlungen. Wir denken daran, wenn er zum Beispiel seinen eigenen Schülern die Füße gewaschen hat, etwas, was kein Rabbi gemacht hätte. Man redet dabei auch, dass er eben der Gesendete war von einem andersartigen Reich. Eins, das die Welt überrascht hat. Oder man kann auch sagen, so ein Upside-Down-Kingdom, auf Deutsch ein kopfstehendes Königreich. Eins, das nach anderen Regeln funktioniert. Eben im Dienst an den Menschen. Oder damit, dass er gesagt hat, hey, Kinder, die haben viel Platz bei mir. Auch wenn sie in der Gesellschaft eigentlich nicht gelten. So auf die Stufe mit den Tieren gestellt werden. Aber Kinder haben mehr begriffen von meinem Reich als die Erwachsenen. Also, Jesus ist gestanden für ein Reich und er ist als Gesendeter von dem gekommen und er hat das auch ausgelebt. Und ich glaube, das ist schon mal eine Inspiration für uns, in dem andersartigen Reich unterwegs zu sein. Er hat sich Zeit genommen für die Verstoßenen. Er hat Sachen gemacht, die irritiert haben, aber es hat auch eine Anziehungskraft gehabt. Und im Ganzen ist das irgendwie so in einem Paradox zusammengefasst, wo man sagen könnte, es ist unspektakulär, spektakulär. Unspektakulär, spektakulär ist das die Botschaft und das Reich, das Jesus verkündet hat. Wieso sage ich das? Weil wenn du hättest viel erreichen, hättest du es wahrscheinlich anders machen müssen. Mit einer klaren Ansage, gerade raus, laut. Aber Jesus hat es auch oft verborgen gemacht. Und er hat gesagt, mein Reich funktioniert so. Ein Gleichnis dazu, das mich unglaublich inspiriert, ist das Gleichnis vom Senfkorn. Es heisst dort, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Ich meine, sag das mal jemandem. Ein Senfkorn, ich habe leider jetzt keins dabei, aber ihr würdet es auch nicht sehen, wenn ich es hätte. Es ist so klein. Wenn du es so hebst, dann siehst du es nicht. Das siehst du nicht. Das siehst du nicht, wenn du auf den Boden rührst. Geh es mal suchen. Es ist unscheinbar. Aber er hat gesagt, mein Reich funktioniert wie ein Senfkorn, das sich in die Erde nie gibt. Und daraus wird ein grosser Baum. Und die Senfpflanze ist eine, die eine Eigenheit hat, dass sie sehr schnell und gross auch wachsen kann. Und ein Baum ist immer ein Bild für Leben in der Fülle, für Frucht, für prosperierendes Leben, für Lebensraum, für ganz viele andere Tiere, für einen Mikrokosmos in sich. Unspektakulär, spektakulär. Ich erzähle im Moment auch in der Kindergeschichte über das Gleichnis und ich finde es extrem toll und schön, ich kann sagen, schau, so funktioniert das Reich von Gott. Es ist so unscheinbar, aber aus dem kann ganz viel entstehen. Es ist so alltäglich, wie ein Senfkorn, wo irgendwo auf den Boden geht. Aber daraus entsteht Leben. Oder das berühmte Gleichnis von Jesus, wo er seinen Jüngern sagt, ihr seid Salz und das Licht für die Welt. Das ist Inspiration für unseren Visionssatz als Kirche. Salz und Licht sind Alltagsgegenstände. Die brauchst du im Leben. Die hast du damals schon gebraucht. Aber sie sind auch stark und kraftvoll. Salz erhaltet. Salz gibt Geschmack. Salz durchdringt. Licht schenkt Leben. Ohne Licht kein Leben. Licht kontrastiert, besonders zum Dunklen. Licht offenbart und zeigt den Weg. Unspektakulär, spektakulär. Das ist die Art von dem Reich von Jesus, wenn wir ihm folgen. Und genau zum bei dem Licht bleiben, hat dann eben der Jesus auch gesagt, stellt es doch nicht unter einen Scheffel, weil der bringt es nicht. Nein, lasst seine Wirkkraft entwickeln. Und mich dunkt, wenn wir uns Gedanken machen über unser Gesendetsein, ist das so eine Spannung, die immer sofort aufkommt und auch schon immer aufgekommen ist. Es ist eine Dauerspannung, wo wir Christen drin leben, wenn es darum geht, was für einen Bezug wir sollen zu unserem Umfeld und unserer Umwelt haben. Wir leben ja mitten in dieser Welt und doch irgendwie anders. Und so Kirchengeschichte zeigt uns, dass Christen immer sehr unterschiedliche Umgänge mit dem gefunden haben. Ich zeige euch die Extreme auf heute. Es hat es immer wieder gegeben, dass sich Christen
aus der Angst, zugleich zu werden mit dieser Welt, extrem stark zurückgezogen haben. Man sagt dem, weltflüchtig geworden sind. Sich ihre Gemeinschaften zurückgezogen haben. Früher in Klöster. Zum Ja von der Sünde wegbleiben. Zum Ja nicht eingenommen werden. Sie haben dieser Spannung, die das mit sich bringt, in dieser Welt zu sein, nicht mögen standheben. Und gesagt, wir lösen sie lösen, indem wir uns einfach zurückziehen. Natürlich hat es immer auch das andere gegeben. Nämlich das Ausgesetztsein dieser Spannung, die ermüdet auf die andere Seite. Dass man merkt, ich mag das irgendwie nicht mehr. Da kommt so viel andere Werthaltung, so viel anderes an mich an aus dieser Welt. Ich gebe mich dem hin, ich löse es auf und ich passe mich absolut an. Und am Schluss endet es auch oft eigentlich nur in einem Verlust von einem Glauben, weil man es irgendwie nicht mehr mag. Aber das Beispiel, das Jesus uns zeigt, ist halt wie so oft ein anderer Weg. Das Vorbild von Jesus zeigt uns grundsätzlich keine Berührungsängste mit den Lebensrealitäten der Umwelt. Er ist gekommen in unsere Welt. Er ist mit reingekommen, Gott sei Dank, auch zu uns. Er hat Gemeinschaft mit den Leuten von allen Schichten und Hintergründen gepflegt und ist ihnen auf Augenhöhe begegnet. Ich glaube, es kann uns inspirieren. Und das ist der Weg, wo wir auch möchten, die nachfolgenden Jüngerinnen und Jünger von Jesus ermutigen. Zu sagen, zieh dich nicht einfach zurück. Wage es in die Spannung jetzt zu gehen. Wage es, das Senfkorn zu sein, das in das Umfeld geht, wo da ist um dich herum. Es ist nicht nur Jesus, der das vorgelebt hat, sondern das Neue Testament auch insgesamt berichtet uns von dieser Haltung. Und es kommt so in einem recht prägnanten Text von Paulus wieder zum Ausdruck, wo er an Korinther schreibt. Jetzt beim Korintherbrief muss man immer auch im Hinterkopf haben, das ist jetzt nicht einfach die Lehrschrift von Paulus an sich. Das war ein Briefwechsel mit einer Gemeinde, wo wir auch nur 2 Briefe haben von mehreren, die hin und her geschrieben worden sind. Und er geht sicher sehr konkret auch auf Umstände von der damaligen Zeit oder von den Fragen, die die Gemeinde in Korinth beschäftigt hat, ein. Und gleich glaube ich, wir können an dieser Haltung, die er hat, einiges ablesen. Und in diesem Text schreibt er auch über das Umgehen mit den Menschen um sich herum. Und er fängt an damit, dass er eigentlich sagt, hey, obwohl ich allen gegenüber ein freier Mensch wäre, weil Jesus hat mich frei gemacht, ich bin ja gar nicht mehr gebunden, mache ich mich doch zum liebeigenen Diener, wie Jesus, oder? Von anderen. Und dann sagt er, der Jude bin ich wie ein Jude geworden. Damit meint er vor allem auch, wenn ich im Umgang mit den Juden unterwegs bin, dann passe ich mich ihnen an. Er war ja selber auch Jude gewesen, aber er sagt, durch Jesus bin ich auch frei von dem gewesen. Weil ich möchte sie gewinnen. Darum passe ich mich ihnen an. Und dann sagt er aber auch den Menschen gegenüber, die Gottes Gesetz nicht kennen, also konkret nicht Juden, sicher der griechische Kontext damals, römisch-griechischer Kontext, denen verhalte ich mich wie einer, der das Gesetz auch nicht kennt. Und dann sagt er nachher, der Schwache bin ich ein Schwacher. Und dann wird es wirklich herausfordernd, habe ich euch mitgebracht. Allen bin ich alles geworden, um so auf jede nur erdenkliche Weise einige Menschen zu retten. Als ich es gelesen habe, hat es mich schon einmal provoziert. Und ich habe gedacht, hey Paulus, jetzt gehst du schon sehr steil. Allen alles werden. Es gibt so Leute, die sagen mir auch das Sprichwort, wenn ich sage, du, ich bin eigentlich offen für alles, so wenn es ums Essen geht, wer offen für alles ist nicht ganz dicht. Habt ihr das auch schon gehört? Ich bin allen alles geworden. Es provoziert mich. Allen alles werden. Der Paulus will da drin sagen, ich lasse mich auf die Menschen ein, die da sind in meinem Umfeld. Und ich versuche, näher an ihnen zu sein. Ich versuche, die Beziehung aufrechtzuerhalten, um ihnen das Evangelium näher zu bringen, um ihnen Jesus zu repräsentieren. Es birgt eben ein riesiges Potenzial, wenn wir es wagen, auf Menschen und auf unser Umfeld zuzugehen. Es zeigt, dass die Menschen, die wir zu ihnen gesendet sind, nicht in ein Schema passen müssen. Und ich will dir Mut machen, auch da vielleicht über deinen Schatten zu kumpen und einmal zu sagen, ja, wenn du immer die richtige Person suchst, wo du mal Jesus bezeugen kannst, vielleicht kommt sie nie. Aber du hast ganz viele Menschen um dich herum. Manchmal heisst es einfach, Beziehung mal aufbauen zu denen. Es heisst, dass du jetzt schon anfangen kannst und nicht mit Bedingungen stimmen und der Ruf an den richtigen Ort kommen sein und alles. Sondern jetzt und da in deinem Leben, an deinem Arbeitsort, in deiner Nachbarschaft. Es heisst auch, und das kostet, dass wir manchmal auf unsere Ansprüche, die wir haben an eine Beziehung und an ein Gegenüber, verzichten, um den Menschen ein Gegenüber zu werden, um uns auf sie einzulassen, damit sie Jesus erfahren können.
ist ein Weg von der Demut. Und ich glaube, das ist durchaus möglich, ohne dass man wegen dem einfach eigene Haltungen und Standpunkte aufgibt. Paulus schreibt in dem Text das auch noch schön. Er sagt nämlich, ich bin nicht ohne das Gesetz von Gott, sondern ich bin vom Messias in sein Gesetz mit dir genommen. Das Gesetz von der Liebe, das mich wurzelt. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und liebe den Nächsten wie dich selber. Wenn man motiviert durch die Liebe von Gott die Schranken zu unserer Umwelt überwindet, wird das überraschen. Als Christen sind wir dazu berufen, auffallend anders zu sein. Und das ist übrigens auch ein Merkmal der ersten Christen, wenn man in der Kirchengeschichte schaut. Ich habe da ein bisschen geforscht und bin auf 2 Müsterchen gestossen, die ich gerne mit euch teile. In einer Schrift, die heißt Brief an Diogenet, schreibt ein Autor, man weiß nicht genau, wer es war, vermutlich eine Person, die am christlichen Glauben zugetan war und auch wollte Argumentation aufbauen für den christlichen Glauben. Schreibt er über die ersten Christen so beschrieben, sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Das war auffallend. Oder dann ein paar Sätze später, sie werden gekränkt und segnen. Sie werden verspottet und erweisen Ehre. Auffallend anders. Das zweite Müsterli hat mich schmunzeln lassen. Das ist aus einer alten Schrift aus dem 2. Jahrhundert nach Christus vom Lukian von Samosata. Wer ist das gewesen? Das ist der bedeutendste Satiriker von der griechischen Antike. Satire kennen wir alle auch. So Format gibt es auch heute noch auf unseren Fernsehkanälen. Satiriker haben so an sich, sie machen sich über alles und alle lustig. Und so hat auch der sich über Christen lustig gemacht. Schon damals, nichts Neues unter der Sonne. Und er beschreibt Christen in einer von seinen Schriften als verrückt, weil sie eine Gemeinschaft gebildet haben, wo es keinen Unterschied zwischen Sklaven und Freien gegeben hat. Wo sie alle Brüder und Schwestern waren. Ich muss schmunzeln und denken, so gut, auffallend anders. So weit, dass es hat Fragen aufgeworfen, es hat provoziert, es hat Belustigungen darüber gegeben, aber es hat auch inspiriert. Sonst hätte sich wohl das Christentum nicht so verbreitet. Und ich bin schon froh, dass heute ja gerade so Gleichstellungsfragen nicht mehr so im Vordergrund stehen, wenn es um Christen geht. Da hat sicher das Christentum auch mega viel beigetragen, dass da die Gesellschaft sich verändert hat. Aber es sind vielleicht andere Fragen, die unser Leben auslösen dürfen. Auffallend anders sein. Vielleicht die ganz banale Frage, wieso, dass du, deine Familie, deine Weggespendli am Sonntagmorgen immer um die gleiche Zeit im Stegenhaus anzutreffen sind. Oder sich bereit machen und ins Auto gehen, dann, wenn eigentlich alle am Brunch sind, die oder vom Bäck vom Gipfeli holen kommen. Fragwürdig leben. Und vielleicht dann auch bereit sein, eine Antwort zu geben, wenn mal jemand fragt. Sagen, ja, ich gehe in die Kirche. Das ist etwas, was du modellierst. Es ist ein Ritual. Sage ich gehe in eine christliche Gemeinschaft. Das hat Leuchtkraft, Strahlkraft, das sagt etwas aus. Das ist jetzt mal sehr banal, aber vielleicht ist es auch dort, wo du im Pausengespräch bist und gerade erklärst, wieso dass du bei der Steuererklärung nicht beschönigst. Und alle sagen, wieso? Schläft. Macht ja jeder. Vielleicht ist es, weil du irgendwie eine Lebensfreude versprühst, obwohl dein Leben auch nicht nur mega, mega, mega gut ist. Weil du irgendwie einen Umgang findest mit dem. Und die Leute sagen, hey, aber wie machst du das? Vielleicht ist es deine Hilfsbereitschaft, deine Dienstbarkeit, vielleicht deine Ehrlichkeit, vielleicht deine Werthaltungen, die dich zu einer Person machen, die andere gerne sich anvertrauen, vielleicht deine Arbeitsmoral, die kann Fragen auslösen kann. Auffallend anders, ja. Und das kostet Mut. Es kostet Mut, das Maul aufzumachen und aufzustehen. Und etwas zu sagen gegen den Trend, zum Beispiel gegen den Antisemitismus. Oder gegen den Rassismus. Oder gegen Ungerechtigkeiten. Es kostet Mut, zu vergeben und grosszügig zu sein, wenn alle um einen herum für sich selber schauen. Es fällt auf. Und natürlich, wenn so Fragen geweckt werden, ist es dann auch mega toll, wenn du Stellung beziehen dazu. Wenn du sprachfähig bist und dazu schon einen kleinen Hinweis auf nächste Woche, wo wir vielleicht noch ein bisschen etwas von dem auch miteinander entdecken, wie man das kann, dann sein, auch parat sein, zum Bezeugen, zum Zeugnis geben. Es braucht Mut.
Aber es ist gut, auffallend anders zu sein. Es braucht aber nicht nur Mut, sondern ich glaube, es braucht auch Demut. So wie es Jesus uns vorgelebt hat. Dass wir nicht nur auffallend anders sind, nicht nur komisch anders, nicht nur schräg, es kann auch dominant werden auf eine ungute Art, sondern auch wohltuend anders. Und ich glaube, Demut ist gute Preise für wohltuend anders sein. Und ich war kürzlich wirklich mega stolz auf unsere Christenbubble. Und jetzt eine kleine Randnotiz, ich bin es nicht immer. Aber vor ein paar Wochen dachte ich, yes, von diesem Club bin ich gerne ein Teil. Und zwar war es die Situation, dass gerade der öffentliche Shitstorm über Politikerin Sanja Ameti reingebrochen ist, wo mit einer Pistole auf ein Jesus- und Marienbild gezielt hat und das Bild online gestellt hat. Ich vermute, wenn du irgendwo News gelesen hast, hast du das mitbekommen. Es ist eine Aktion, die provoziert und die absolut daneben ist. Das macht man nicht. Ich bin besonders stolz auf unsere Bubble, als ich den Beitrag gelesen habe von Andi Bachmann-Roth. Er ist der Co-Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Und er war eine der ersten Personen, die im Namen der Allianz, aber auch persönlich, öffentlich Stellung genommen hat zu dieser Situation. Und sein Statement hat er mit dem folgenden Wort geschlossen und bei mir hat das Gänsehaut ausgelöst. Frau Ameti, Sie haben um Entschuldigung gebeten. Ich für meinen Teil will Ihnen von Herzen vergeben. Was Sie getan haben, hat auch mich irritiert und verletzt. Aber ich will es Ihnen nicht anrechnen. Step down like Jesus ist so eine Aussage oder wohltuend anders. Für mich sind in dieser Aktion, die auch öffentlich ist und nicht alle von uns sind so öffentliche Personen, die Schlagworte irgendwie verkörpert worden. Da ist eine Botschaft drin. Das ist ein Schritt aufs Gegenüber. Das ist Jesus sichtbar gemacht. Und ich träume davon, dass wir als Nachfolgende von Jesus und als Kirche von ihm durch solche Aktionen auffallen. Auf der öffentlichen Bühne, die wir haben, aber auch in den Niederungen von unserem Alltag. In unserer Nachbarschaft, dort, wo wir im Geschäftsumfeld drin sind, auf dem Spielplatz, in der Schule, im Studium. Wohltuend anders. Manchmal auffallend, manchmal irritierend, provokant, aber auch wirklich wohltuend. Durch die Liebe von Gott. Step down like Jesus. Unser Wunsch mit dieser Serie ist, sicher zu inspirieren, auch wirklich zu lehren über die Sendung von Gott, die er verkörpert, die er uns mit einlädt, aber dann auch, dass es irgendwo landen kann in unserem Leben. Dass es irgendwo auf unsere Haltung übertritt. Dass es nicht einfach eine Theorie bleibt. Sondern dass du irgendwo siehst, wie du kannst in die Fußstapfen von Jesus hineintreten und die Liebe von Gott weitergeben. Wohltuend, demütig, auffallend, unspektakulär, alltäglich und trotzdem spektakulär. Herausfordernd für andere. Und ich möchte uns eigentlich als Gemeinde jetzt einladen zum Schluss, wie für das parat zu werden. Und ich habe zum Abschluss 4 Zitate. 4 Aussagen aus der Bibel und aus der Kirchengeschichte, die so uns helfen können, um zu sagen, ja, ich will eigentlich auf das mich einladen. Und ich will das auch gerade angewandt tun, im Gebet. Und manchmal hilft einem dabei auch, wenn man so aktiv wird. Und so würde ich mir erlauben, euch zu fragen, die mögen und können, steht doch auf dazu. Und ich möchte die 4 Zitate vorblenden und du darfst dann innerlich immer noch das machen, was du willst. Das ist mir ganz wichtig. Aber ich möchte wie die Zitate für sich reden lassen und dann auch einen kurzen Moment jeweils nehmen, um für das zu beten. Damit wir irgendwie auch die Chance haben, die Möglichkeit haben zu sagen, ja, ich will mich irgendwie auch selber auf das einlassen. Dem Jesus nachzufolgen. Step down like Jesus. Und das erste Zitat ist ein Bibeltext, wo mir in den Sinn gekommen ist, aus dem Epheser. Es ist eine längere Passage, die geht um die Waffenrüstung oder um so eine Ausrüstung, die Paulus beschreibt, wo wir als Christen anlegen können, um in unserem Alltag unterwegs zu sein. Und mir sind dort die Schuhe aufgefallen, weil ich finde, das so bezeichnend, wenn er sie betitelt. An eure Füße legt als Schuhwerk die Bereitschaft an,
die gute Nachricht vom Frieden weiterzutragen. Und der Paulus hat schon in Bildern geschafft zu reden und es ist doch so schön, wenn du irgendwo hingehst, musst du Bereitschaft erstellen. Und so, wenn du jetzt da stehst, dann nimm doch mal deine Füße gut wahr. Und ich nehme an, du hast jetzt Schuhe an, wenn du da bist. Du bist schon aus deinem Haus rausgegangen. Das brauchst du irgendwie. Das ist unsere Haltung, die wir einnehmen können. Und ich lade dich ein, vor Gott zu kommen und dich ihm auch hinzugeben und zu sagen, ich bin bereit, ich lege die Schuhe an. Heute, so als Initiierung, aber auch immer wieder. Jeden Tag. Vielleicht ist es ein Gebet, das du mitnehmen in deinen Alltag. An eure Füße legt als Schuhwerk die Bereitschaft an, die gute Nachricht vom Frieden weiterzutragen. Jesus, ich danke dir, dass du die Schuhe von der Bereitschaft auf dich genommen hast. Nicht nur die Schuhe, sondern du hast das mit deinem ganzen Leben gemacht. Und du siehst, wo es uns schwerfällt, wo wir auch herausgefordert sind. Du siehst, wo manchmal vor allem unser inneres Augen im Weg steht. Ich will beten um deine Befähigung. Wir möchten die Schuhe von der Bereitschaft fassen. Hilf uns, sie anzuziehen. Manchmal sind wir noch ein bisschen wie kleine Kinder, wir können es noch nicht selber binden. Du musst uns helfen. Oder schau, dass es einen Klettverschluss hat. Das ist einfacher. Wir möchten uns parat machen. Da ist ein Teil von uns drin. Und dann ganz viel von dir, was soll reinkommen. Das zweite Zitat ist von der Jackie Pullinger. Sie ist Missionarin und hat ein grosses Werk in Hongkong aufgebaut. Und da geht es um unsere Herzenshaltung. Und wenn du möchtest, darfst du gerne deine Hand aufs Herz legen, um dem auch Ausdruck zu geben, sagen, ich brauche irgendwie ein Herz, das von Gott verändert, bereit gemacht ist. Sie hat zur Bezeichnung gesagt, Gott will uns ein weiches Herz und harte Füße, passt zu der Schule der Bereitschaft, harte Füße geben. Das Problem ist meistens, dass wir harte Herzen und weiche Füße haben. Wir beten für das weiche Herz, dass deine Liebe, grosser Gott, deine gelebte Liebe Jesus unser Herz erreicht. Auch nochmal neu, auch nach 20, 30, 40 Jahren, dass wir bewegt sein von dem. Dass wir die Kostbarkeit daran sehen und dass wir von dieser Liebe ein weiches Herz bekommen. Ein weiches Herz für die Menschen um uns, für die uns auf den Wecker gehen, für die uns nerven, für die, wo wir automatisch wie ein abstoßendes Magnet Distanz suchen. Schenke uns Liebe, dass wir sie wahrnehmen können, dass wir uns auf sie einlassen, dass wir zuhören, dass wir ihre Nöte entdecken können. Schenke uns ein weiches Herz und ein bisschen Hornhaut an den Füßen, dass wir die Schuhe tragen mögen. Das dritte ist ein neues Zitat, neues, das von den letzten 10, 15 Jahren ist geprägt von einer Frau, Predigerin, aber auch Aktivistin, darf man schon fast sagen, von der Christine Caine. Und es geht darum, dass du in deinen Alltag gesendet bist. Sie hat den Kurzsatz geprägt und viel darüber predigt. Embrace your place. Embrace your place. Das funktioniert so schön im Englisch. Das heisst auf Deutsch, umarm den Ort, wo du bist. Und so dürft ihr gerne die Arme aufmachen, wenn ihr möchtet. Für eine Umarmung musst du Mut haben. Ich weiss, es ist ein bisschen schwierig, wenn du dann eben die Leute hast. Du kannst das so machen. Aber manchmal hilft es, zu sagen, ja, ich möchte das. Ich bin in den Alltag gestellt, jeder von uns. Gott, du hast uns etwas zuteilt. Du hast uns etwas geschenkt, aber du hast uns auch etwas zugemutet, dort, wo wir sind. Und wir möchten unsere Arme aufmachen und sagen, wir möchten unseren Ort, wo wir sind, umarmen. Brauch uns. Und schenke uns offene Augen und offene Ohren, um zu sehen, wo du uns brauchen möchtest. Ich möchte kurz ruhig sein und uns überlegen, wo das könnte sein. Hilf du uns, dass
wir es in die Tat setzen können, dass wir da sein, am Ort sein. Die Familie, in der Nachbarschaft, im Verein, in der Schulbehörde, am Arbeitsplatz. Das sind unsere Felder, die du uns gepflanzt hast. Als letztes möchte ich uns einladen, dass wir uns auch entspannen. Das Ganze soll nicht einen Stress auslösen. Vom einen zum anderen Ort rennen, Mission Gottes erfüllen, aber nicht da sein bei den Menschen, ist auch schwierig. Und darum möchte ich schließen mit einem Zitat über die Liebe. Ich habe es auf Deutsch übersetzt. Liebe buchstabiert man Z-E-I-T. Ich glaube, die Mission von Gott ist nicht ein Tempo-Run. Es ist auch, sich Zeit nehmen. Zeit ist etwas, was wir uns geben können für das, aber auch den Menschen schenken können. Es ist notwendig, um Beziehungen zu pflegen. Und in dem Sinne darfst du jetzt einfach mal entspannen. Sagen, ja, es ist auch sich irgendwo niederlassen, auch zur Ruhe kommen und aus dieser Ruhe heraus arbeiten können. Es ist das Beispiel von Jesus, der sich Zeit genommen hat, mit den Menschen zu essen, der sich unterbrechen lassen hat, der nicht im Stress war, so scheint es, sondern auf dem Weg, auf eine Mission, hat er jemanden angelangt. Und er hat gesagt, wer ist das gewesen? Ich will mit dir reden. Sich Zeit nehmen hat auch bei sich sein zu tun, anzukommen. Liebe buchstabiert man Z-E-I-T. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns Fenster schenkst, wo wir die Zeit haben, wo wir nicht einfach gestresst sind durch unseren Alltag, wo wir Zeit haben, um bei uns zu sein und wo aus dem heraus Zeit auch für Menschen da sein kann. Bitte dich, dass du uns hilfst, uns Zeit zu nehmen, das Gespür zu haben, wo es dran ist, Zeit zu nehmen, Zeit zu schenken, nicht in der Hast zu agieren. Bitte dich, dass du uns für das befähigst und ausrüstest. Dass du uns hilfst, Prioritäten zu sehen. Amen.